Dit is de Brig Radio CHPD, de plotische radiostation in Elmer, Ontario. Ik zie Hein Rampel. En de nächste 20 Minuten haben wir wieder Onse Jeschicht gestalt und vertalt von George Rampel. Ich wünsche Ihnen guten Empfang. Onse Jeschicht. Ditmal vertellen we eerst nog mal weiter von wo ons Jüdisch het Alphabet mal verplotigt worden ist, und dann von wo dort dadurch mit der Zeit zu einem Buchstabenkrieg kam in Chihuahua, Mexiko, so Schullehrer David Harder dort nannt. Aber erst in Carthage Bosje. Wenn Schwein geschlacht wird in Mexiko, als wir kleine Jungs werden, Schuljungs, dann wie uns wir Völkern diese Grämer gekriegt zum Halpen, auch ab anderen Städten wir diese Grämer gekriegt zum Halpen. Und gewöhnlich, wenn wir Schuljungs gerade Mittag gegessen haben, dann wird das was Wurst stoppen. Dann gingen wir alle einmal kicken, wenn diese Grämer wird anfangen, Wurst zu stoppen. Dann die seht immer, wenn die erste Wurst fertig wird, lädt die so schmack lang an und seht, so, das ist eine, was ich mir nicht vertalt habe. Und nu wollen wir wieder vertellen von Onse Jeschicht. Ich will je von dir das erste Wort mitteilen von mir selbst. Ich muss manchmal erst im Gebet gehen, ehe ich mein Schreiben so kriegen kann, dass ich gut feilen kann damit. Ich habe, wovon ich nu vertellen will, al war ein langes eingeschrieben, aber ich fand nicht recht Freude darüber. Mir wird dort, wenn ich darüber nachdacht, nicht recht gut, was ich geschrieben habe. Immer wenn ich die letzte paar Nacht abweicht, dachte ich darüber nach und bete dann darum, dass Gott mich mit seinem Geist so leiten soll, dass ich von dieser wichtigen Sache, die viele von uns dort auf verschiedene Wege manchmal ein bisschen schwer gemerkt haben im Leben, ein bisschen klarer und verständlicher, aber sachlich soll abschreiben halten, was ich sagen will. Denn dort handelt es sich hier um eine Sache, um eine Sprache und nicht um Personen. Und nu will ich hoffen, dass Gott mein Gebet wird erhört haben. Und ich wünsche auch, dass die von mir um den Heiligen Geist seine Leitung beten wollen für diese Arbeit. Und nu von wo uns Jüdisches Alphabet mal verplotigt worden ist. Von den 5 Lüdebuchstaben in unserem jüdischen Alphabet Namen und Brücken, der meiste von uns bloß dort I reicht. Und dort ist, weil es dort ab Jüdisch und ab Plottisch kriegt Übereinheit in Lüd. 3 von diesen Selbstlüden Namen und Brück wie nur ihrem Plottischen Namen in Gelüd. Die heiten ab Spanisch und auch ab Hochdeutsch E, O und U. Aber wie nennen die I, O und U? Und wenn wir die nur ihrem Plottischen Namen nennen und brücken, dann können wir hunderte jüdische Wörter merken, Plottisch hier. Aber das ist ja nicht recht, Plottische Lüdebuchstaben zu brücken, um von jüdischen Wörtern Plottische Wörter zu merken. Den Selbstlüd A haben unsere Vorväter mal nicht verplottigt. Den können sie gar nicht verplottigen, dann der heißt auf Plottisch auch A. Mit dem jüdischen Selbstlüd A haben unsere Vorväter mal noch viel angeschickter gehandelt als mit den anderen jüdischen Lüdebuchstaben. Sie haben den einfach einen anderen Namen gegeben. Sie nannten dort A einfach ein A. Und woran deuten sie dort? Na, sie wollen so eine jüdische Wort aus Band, Hand, Land, Wand und viele, sehr viele andere jüdische Wörter plottieren merken. Aber sie wussten, sie dürfen an so eine jüdische Wort nicht ein Ü oder ein U hinter dem A schreiben, einen A-Gelüd zu merken. So ist dort in diese plottische Wort getan wird. Weil diese Wort an ihre jüdische neue Schulbeker alle rechtmäßig bloß mit einem A gedreckt worden sind. Aber wenn sie dem jüdischen A
den Namen A geven, dann kann de jüdische Band ein Band blijven, de jüdische Hand kann eine Hand blijven, das jüdische Land kann Land blijven, de jüdische Wand kann eine Wand blijven und so weiter und so weiter. Aber dort A ein A nennen und aus einen A Lüd brocken, dort macht das ein bisschen schwierig mit so einer jüdischen Wert als zum Beispiel Lachen und Sachen fertig zu werden. Ein Schullehrer vertelt mir mal, dass einer von seinen 7-jährigen Schuljunges, ein bisschen wackerer Jung, hat Lachen mal ganz klar und deutlich so gebuchstabiert. L-O-L, C-H-E-N-G, Lachen. Und dann hat er dem Jungen gesagt, das darf nicht lachen, das darf lachen. Aber das Jung hat ganz kurz und klar gesagt, komm check. In meinem Katechismus steht L-O-L, C-H-E-N-G, lachen. Und dann sagt das Lehrer, sag ich dort an, der Jung ist ganz recht. Wenn er A sagen muss, dann darf dort lachen. Aber er hat dem Jungen dann wieder gesagt, du bist ganz recht, das darf lachen, wenn du A sagst. Aber sei doch lieber lachen. Lachen wird sich zu schlecht. Man hat sogar mal noch eine gewisse eigene Rechtschreibregel gemerkt, um zu lernen, und wo wird das Buchstaben mit seinem selbstgemerkten Namen A, aber doch als ein A-Lüd wird ausgesprochen worden müssen, auch wenn er A und A genannt wird. Diese Regel sieht kort gefasst ungefähr so. Wenn das A für einen G oder für einen CH zu stehen kommt, zum Beispiel, und so wir aus Lachen, Krachen und Sachen, dann muss das als ein A-Lüd ausgesprochen werden. Da werden auch noch andere rechtmäßige jüdische Lüde, die wir nicht in altkolnische Schulen lehren sollen. Und da werden brocken die meiste von uns so eine topgestallte Lüde Buchstaben aus, so wie das nennen, A-E-U, E-I und E-U, alle drei aus einem plattischen E-Lüd in jüdische Wert brocken. Und dort ist auch da werden, weil unsere Verfahren und Preisen dadurch wollen viele jüdische Wert mehr plattisch hier merken. Ich habe bloß einen Schullehrer gehabt in meinen Kinderschuljahren, und das Lehrer wir sehr genau mit Wert richtig aussprechen. Der lehrt uns, dass wir den plattischen, topgestalten E-Lüd nicht brocken mussten, wie jüdische Wert. Das plattische, topgestalte EI ist ein E-Lüd, aber das jüdische topgestalte EI ist ein I-Lüd. Und das jüdische topgestalte EU ist ein I-Lüd, nicht ein E-Lüd. Um uns das zu lehren, braucht uns Schullehrer so eine Wert aus Nein und Neun. A plattisch Nee und Nein. Er sagt uns, wenn je so eine Wert aus Nein und Neun beid mit einem plattischen E-Lüd aussprechen, dann kann je nicht weiten, wohnt von der beiden Wert Nee ist und wohnt Nein ist. Je dürfen nicht sagen Nein und Nein, aber Nein und Neun. Aber den reichmäßigen I und O-Lüd soll wir auch nicht lehren in altkolnische Schulen. Aber wenn die Kinder an den Schulen eine Sprache ihrer Lüden und Mitlüden nicht so nahen und brocken lehren dürfen, wie wir aussprechen aus den Rechtmäßigkeiten und Lüden, dann will das Wertschreiben lehren nicht richtig schaffen. Und weil wir mit einem verplattitschten Alphabet Jüdisch gelehrt haben, verstehen wir uns auch nicht sehr gut mit Deutschländer zu vertalen. Die verstehen uns nicht gut und wir verstehen auch nicht gut.
Hier mal erst ein paar Beispiele von warum Deutschländer uns Jüdisch nicht sehr gut verstehen können. Viele von uns älteren Lied weten noch, dass in Mexiko in Rosendahl mal 2 Doktors waren. Dr. Johann Ens und einen Dr. Jakob Ens. Diese beiden Doktors fuhren mal taub nach Tampico, Tamaulipas. Als sie da am Hofen bei Meer waren und beobachten, wo Touristengruppen sich mit kleinen Schifffahren leiten, dann werden diese Doktors sich einig und leiten sich auch mal einen Schiffreit geben. Vorher wir ein Deutschländer. Diese mennonitische Doktors unterhielten sich mit ihrem Vorher auf Jüdisch. Und der Deutschländer verstand besonders den einen Doktor nicht sehr gut. Und aus diesem dort allen Bett lang verkam, wo sie auf dem Meer waren, dann frug er ihrem Vorher, sind wir schon bald bis zum Hafen? Und der Vorher kickte ihn verdutzt an und frug, wo soll hier denn auf dem Meer ein Hafen sein? Und dann sagt der andere Doktor, meint zu fragen, ob wir schon bald bis zum Hafen sind. In unserem verplatteten Jüdisch, wo die Hüpen und die Hoven beide Hafen heiten, da konnte Deutschländer uns nicht verstehen. In Cuauhtémoc, Chihuahua, wir mal ein Deutschländer, Tenendoktor. Der will sich am Anfang, wenn Mennoniten nur arm kämen, gern mit an ab Hochdeutsch Wort vertalen. Aber das schafft nicht sehr gut. Er verstand die nicht gut und unser Lied verstand den Arm nicht sehr gut. Und die meisten von unserem Lied reden mit einem viel über Spanisch. Aber einige, wenn der Doktor an auf Hochdeutsch begrüßt hat und frug, was er für einen tun kann, sagten dann, ich will einen Zaun ausgerissen haben. Und das erste Mal wusste der Doktor nicht recht, was der Mennonit sagen wollte. Aber wieder ging ihm dort sehr gut, so eine Lied zu fragen, wo hast du denn einen Zaun in deinem Mund? In unserem verplatteten Wortschatz heiten Zahn und Zaun, also Teen und Tün, kreigt überein. Und dann verstehen die Deutschländer uns nicht sehr gut. Wir können noch viel ähnliche Wörter nennen, aber das ist vielleicht genug zum Verstehen, von was wir reden. So als wir all einmal gesagt haben, unsere Vorfahren haben dort in Russland, auf der Oule-Kolonie und auf der Fürstenlandkolonie allmal weit uitgebetert. Aber als der Johann Wieb und seine Mitdeiner verlangten, weiter zurückzugehen, nur dem Gebrauch vom verplatteten Alphabet, als sie mit einem Port von der Gemeinde in Manitoba angekommen wären. Als der Johann Friesen aber wir für bessere Schulen und wir eigentlich auch nicht je in dem A lehren. Wir sehen uns all einmal dort, 1920, aus der Old-Kolonie gesagt wird, dass sie in der US würden sollen ein bisschen Englisch lehren, wenn sie dahin siedelten, gesagt hat, dass es auch allmal Zeit, dass wir die Landessprache lehren. Und Johann Friesen seine Leitung hat dort in den Lot 1930er Jahren vielleicht konnt zu einer Schulverbesserung kommen. Was etliche Ohms und viele Eltern hofften, dass es bald anfangen wird. Aber es steht dort, dass unser ältester Isaac am Dick seine Leitung zu einer Schulverbesserung kam, fang er bald an, daran zu arbeiten, so als er dort nahmt, dass er mal ganz fertig merken will, was ältester Johann Wieb mal in Manitoba nicht ganz fertig gemerkt hat, dass an keine Schulen mehr dort rechtmäßig A gebraucht werden soll, aber dort selbstgemerkte auch. In dieser Arbeit, so schreibt Schullehrer David Harder, hat sehr viel Uneinigkeit verursacht an der Gemeinde. Lehrer Harder nahm dort einen Buchstabenkrieg. Viele von uns haben schwere Gefeile gehabt während dieser Sache. Ich von meiner Seite habe dort schwer gefangen, mich von den sogenannten A-Gelehrten uitlachen und kreilen zu lassen, aber wo sich dort hier, wenn ein sogenannter A-Gelehrter bei Großmutter Weihnachten seine Wünschen absieht. Kleine Knirpsheiten und danach geneigt worden, aber wo sich dort hier mit dem A-Gelehrten seine Wünschen, dort wir nicht rot und vergnügen von mir. Andere von uns werden vielleicht andere schwere Erfahrungen gemerkt haben während den damaligen Buchstabenkrieg. Wir wollen aber, wenn wir von dieser Sache nur reden, nicht dort davon reden, dass wir uns vertalen von wieviel Schuld wer und was hat, oder was wir alles für Erfahrungen während gehabt haben. Wir wollen sachlich davon reden,
zodat we de zaak verstaan leren. Dan het handelt zich hier om wat aan de Duitse spraak recht oder onrecht is. En van woran dat niet recht schaffen kan, wanneer man versucht, de Duitse spraak met einem verplaatsten alfabet te breken. Met deze arbeid de bloementolen en bloemenuurten te dwingen dat rechtmäßige A-leren op te geven, vangt de älteste zo aan. Hij arbeidt dat eerste met de schoolleiders van bloementolen en bloemenuurt. Hij versucht die te überreden, dat zij met dem van Mennoniten gemerkten A ongerechten zullen in ihre Schulen. Aber diese Lehrer sehen, dass wir erstens mal nicht ihre Sache, so eine Entscheidung zu merken, dass wir eine Darpsache. Und zweitens wollen sie, die Kinder, das rechtmäßige A so brocken lehren, als das wir. Einer von diesen Schullehrern hat sich mit dem Ältesten so verzankt gewesen, dass er ganz abhielt mit nur der Kirche fahren. Der Älteste wollte die Blumentolen und die Blumenuurten aber dwingen, bei ihrem Schulunterricht auch dort sogenannte A zu brocken, und es steht dort rechtmäßige A. Und dann, als er die Schullehrer nicht überreden kann, in ihre Schulen zu lehren von A nach A, dann versucht der Älteste, die Blumentolen und Blumenuurten auf einen anderen Weg zu dwingen, dort zu tun. Im Jahr 1943, als der Älteste in Nienburg Abendmahl holen will, dann sieht er, sozusagen kurz als er hinter der Kanzel getreten wird, wer von der seine Hand uitstreicht und das Brot in den Wein nimmt, der jeft damit zu verstehen, dass er oder sie sich von der an dort zu checken wird, dass die Uitspraak an der Schulen so gebruikt worden kann, als die Gemeinde das haben will. Und wer dort nicht tun will, der darf seine Hand nicht uitstreichen und das Brot und den Wein nehmen. Das Resultat von dem Ältesten seine strenge Forderung auf diesem Abendmahl war, dass alle Blumentolen und meist alle Blumenuurten dort entschieden Stellung nehmen und kurz abstunden und zurück nach Haus fuhren. Wir Kinder wären dort so gewarnt, dass wenn an der Kirche Abendmahl war, dann kämen die Kirchenlied, zoals wie dat nannten, sehr laut nach Haus. Aber ditmaal zag het lange Regen voor hier al bald zu morgens von hier in Beuch kommen. Ik war noch viel zu jung, um zu verstehen, was das bedeutet, aber ich wist dat de Lied nu al terugkwamen von der Kirche. Und dat macht mich ein bisschen verdächtig, besonders weil meine Eltern nicht auch terugkwamen. Und dann, gerade meine Eltern auch terugkwamen, kamen mehrere Oomtjes, ich glaube, dat waren 4 oder 5 Männer, bei uns lang dem Uitweg und stellten sich wie sie den Stall der Hahn. Das macht mich noch verdächtiger. Und als meine Eltern dann auch kamen, dann ging ich auch als schwind Uitspanning halten und versucht zu horchen und abzupassen, was nu vergonnen wird. Ich kann nicht mehr ganz korrekt sagen, was ich hier, aber diese Oomtjes reden meinen Vater Fuß stur an und sagen, du hast da nu auch beigejeft? Und Vater sagt, nee, das hab ich nicht. Als diese Oomtjes den Vater früheren, ob er das Abendmahl genommen hat, dann sagt er, na sicher, nehm ich das. Und dann sagt war einer von den Oomtjes, dann hast du beigejeft. Aber der Vater sagt, das hab ich nicht. Der Älteste sagt immer, und er sagt das auch von dir, das ist dem Herrn sein Abendmahl. Und ich bleib zu dem Herrn sein Abendmahl, nicht zu dem Isaac sein. Ich lot mich dort gar nicht vom Ältesten versagen, ob ich zum Herrn sein Abendmahl bleiben kann oder nicht. Und dann sagt der Älteste von diesen Oomtjes, und die wir all 76 Jahre alt, dann hat je wieder das auch konnt, so tun. Die Matten hier waren aufbrechen. Nächstes Mal vertalen wir noch wieder, oder noch war der Meier von dem sogenannten Wirkstoffenkrieg in der okolonische Gemeinde in Mexiko. Und danach war der Meier von der Arbeit von der Cardenas-Regierung in Mexico City. Was nächstes Mal? Ich sehe George Ranko.